Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Star Wars Battlefront auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode habe ich die Zeit ein bisschen außer Acht gelost. Da waren es dann 35 Minuten, passt ja mal wieder zu der vorletzten Episode, wo ich noch 25 Minuten gemacht habe. Insofern alles gut, diesmal habe ich die Uhr im Blick. Ich hoffe, ich kann die Halbstunde in etwa wieder halten. So, wir machen bei der Jägerstaffel weiter mit der Dämmerung auf Hoth. Und wären hier auch definitiv das Imperium-Spieler, wie so altgewöhnt, wenn ich auf Hoth bin, spiele ich das Imperium. Und für Java-Gebiet auf Tatooine würde ich dann höchstwahrscheinlich die Rebellen nehmen. Aber erstmal hier das wieder überlebe. Ich glaube echt, das ist so ein krönender Abschluss nochmal für mich, für dieses Let's Play, dass ich zum Schluss nur noch diese Jägerstaffel mache, wo ich absolut am tierisch kräftig, megamäßig abstinke bin. Mann. Also mit solchen Vehikel bin ich in Spiele nie gut. Das, oh. Ihr seht, ihr habt es ja selber gesehen in der letzten Episode, ich gurk da hinterher und verrecker das so ein bisschen am Spieler, dem du dran henke wie sagt man doch so schön, wie der Spatz an der Knottel dran hängt und ich krieg's einfach nicht gestemmt. Von daher schauen wir mal, wie das hier auf Hoth aussieht. Und ich hoffe doch, dass ich die imperiale Jäger jetzt ein bisschen besser unter Kontrolle habe. Die TIE-Jäger und die TIE-Unterstützer, oder ich weiß nicht, wie sie Käse nennen. Wir werden sie gleich wieder sehen. Denn wir spielen das Imperium, TIE-Abfangjäger, genau. So, dann nehmen wir doch glatt mal. Und eigene Truppe Verteidiger und drauf los. Und das jetzt auch noch im Schneesturm. Geil. Rebellenjäger nähern sich. Der Schutz unserer Transportschiffe hat Priorität. Natürlich. Immer doch. Das lief hier schon mal super. Also wieder umdrehe, wie beim Tjost. Umdrehe und wieder drauf. Ständiges Hier und Her. Irgendwann sind sie wohl in Einzelgefechte verwickelt. Hoppala. Und ich sehe hier original nichts. Das ist mein Gegner. Wir unterstützen einfach unser Leute so gut wie möglich. Ja, und schießen am besten nicht auf unsere eigenen Leute. Das mal führen die Rebellen. Okay. So, eigentlich hätte ich ja die Rebellen nehmen müssen. Ja. Eigentlich hätte ich ja echt die Rebellen nehmen müssen, jetzt mal ohne Witz. Weil, wenn ich will, dass das Imperium gewinnt, so schlecht wie ich hier bin, muss ich mich total auf meine NSCs verlassen. Ach du Scheiße. Die arme TIE-Jäger. Okay, eine habe ich. Ja, wir führen jetzt immer hier. Und einer attackiert mich. Von der Schweinepriester. Boah, Alter, du siehst ja aber auch wirklich kaum was. Kleine mir. Ja, habe ich ein bisschen zu schnell wieder zu viel geballert. Ah, da ist wieder der Millennium Falke. Ah, komm schon. Jetzt sind die mich um Korn. Okay. Dann. Ja, das wird bald nichts mehr. Okay. Gehen wir mal hier und verteidigen dort. Damit unser arme Trooper wenigstens gescheit landen können. Eskortieren das Ding mal. Ja, ganz klassisches imperiales Transportschiff. Sogar der Imperator fliegt mit so einem Ding. Und lässt sich dort mit auf den Todesstern abliefern, genauso wie Vader. Okay, irgendjemand hat das Ding unter Beschuss, das finde ich gerade nicht so toll. Hallo, wo seid denn ihr, Arschkrampe? Ah, da ist er. Okay, der hat es mal nicht drauf abgesehen. Ja, der auch nicht. Dann bewege ich auch nicht durchs Feindgebiet. So. Gut. Das war wenigstens so freundliche Hinweis, wir brauchen dich hier. Und jetzt, wenn Sie hin sollen, dann bis etwa desertieren.
Ja, mein Name ist Jack und ich desertiere immer. Ja, ich kann den Thai-Abfangjäger nicht mehr so lang halten, merke ich. Ich probiere mal Entzündende-Dinger hier zu schnappen. Ja, ganz langsam. Ja, da habe ich es einem Thrag Pharrell eigentlich ziemlich leicht gemacht. Jetzt kommt wieder ein Thai-Jäger. Ah, so kann ich Ausweichmanöver machen. Ach, gut zu wissen. Okay. Gut zu wissen, dass ich so auch Ausweichmanöver ausführen kann. Das war mal nett, dass man mir das auch mal gesagt hat. Aber wir führen immer noch mit doppelt so viele. Aber die Geräusche sind schon ziemlich cool. Ups. Uiuiui. Okay, wo ist Ihr Transportschiff? Dann haben wir uns doof den Weg. Okay. On. Was? Halt die Augen nach Zielsuchraketen offen. Mhm. Wenn ich gerade nicht selber erwischt werde. Na schon. Wer ist denn hier nicht dran? Jetzt habe ich meinen eigenen Typ abgeknallt. Super. Hopp. Mach's fertig. Was? Naja, Kinderspiel würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben es immer hier gepackt. So. Jetzt will ich trotzdem mal gucken. Okay, Fahrzeugreparatur habe ich jetzt eingesammelt. Sehr schön. Ich sollte mal ein bisschen mehr mit der Umgebung hier agieren. Schauen wir einmal, dass wir hier eventuell noch so einen Boost kriegen, oder was? Das ist immer noch Fahrzeugreparatur. Alter! So. Na komm schon. Ja, das merke ich schon. Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Nee. Dann lieber raus aus dem Gebiet hier. Irgend so ein Drecksack hockt mich auch ständig auf der Kimmer. Zwischen Kimmer und Korn von seinem Racer, von seinem X-Wing oder was er da abfliegt. So, jetzt ist der dran. Was? Aber ich habe noch einer mitgenommen. Thrag Pharrell, der hat mich irgendwie echt auf den Kieker. Jo, alle hopp. Sie haben oberste Priorität. Jo, dann kümmern wir uns auch drum. Ganz langsam hinterher gurke und drauf schieße einfach. Und erledigt. Gut, dann können wir wieder in größerem Umfang rumgurke. Ja, einer hat mich wieder erfasst. Okay, ohne dass ich zerschell dabei, bitte. Immer hier. Sehr gut. Also so können wir uns auf jeden Fall mal wieder reparieren. Das ist auch gut zu wissen. So, wo ist denn der Mistkerl? Die haben immer irgendeiner an der Backe und versuchen dann auf uns loszugehen. Elende Schweinepriester von Rebeller. Flugzeuge hier. Naja, die 4,5 Minuten überleben wir jetzt auch noch hier in dem Getümmel. Ab. Und gebe ich jetzt dann auf. Hier, da. Schon wieder aus der Aare verloren, aber das könnte das sein. So, gut. Einer haben wir noch erledigt. Wir führen mit 94 zu 31. Das ist doch auch schon mal ganz gut.
Aber ich glaube, sowas würde ich nicht online spielen wollen. Da bin ich ja die absolute Pfeife hier bei sowas. Eskortiert unsere Lambda-Fähre aus der Gefahrenzone. Okay, wo ist dann unser... Da kommt er. Okay. Dann haben wir einer schon zerstört, der du hier wollt. Und dann sind wir Eskorte neben dran. Ups. Du nicht. Mistkerl. Okay. Ein schön dran bleiben, damit auch kein anderer dort dran geht. Und die fliegen nur wahrscheinlich in einem Affenzahn vorbei jetzt. Ja, die Rakete hier nicht funktioniert. So. Unsere Lambda-Fähre ist den Rebellen entkommen. Perfekt. Du tobt ja auch die Hauptschlacht hier, so wie das aussieht. Schießen einfach mal was rein. Guck, ob das vielleicht irgendwo trifft. Und dann wieder mit Karacho hinterher. Wow, noch schier der eigene Mann gecrashed. Aber ich glaube, das werde ich auch privat nie großartig weiterspiele. Hier, diese Jägerstaffeln. Bin ich einfach nicht der Mann dafür. Raumschiffkämpfe sind durchaus extrem episch. Aber irgendwie nicht mein Fall. Ich fände es auch ganz cool, wenn irgendwie im Weltraum käme, so Schlacht. Nicht nur auf dem Planet, sondern auch wirklich im Weltraum. Das wäre geil. So. Gut. Wieder einer fertig gemacht. Und weiter hinterher. Okay, hartnäckig bleiben. Und immer mal wieder zurück. Gut. Wieder X-Wing, wenn ich ja. Und noch einer. Gut, 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 gut. Allmählich habe ich irgendwie das Spielprinzip kapiert, wie es aussieht. Und sollten wir uns nochmal reparieren. Ups, aber nicht so. So sollte ich mich wirklich nicht reparieren. Sondern so. Gut. Das sieht doch in Ordnung aus. Und jetzt weiter noch der Rebellersucher, wo sie sind. Die sind weiter over. Okay. Der wollte sich abmachen. Orientierung verloren. Klasse. Rodenmol, wer hier kein Pilot wird, im richtigen Leben. Ich könnte mal sowieso von meinem Dorf außerhalb 5 Kilometer absetzen, dreimal im Kreis drehen und ich wüsste nicht, wo ich bin. Ich habe so einen hundsmiserablen Orientierungssinn. Okay. Gut. Und... wieder einer, wenn ich ja... Gut. Auch wieder einen in die Zange genommen. Perfekt. So allmählich wird's doch. Aber Meister in der Disziplin wäre ich definitiv nie. Ich verliere die auch viel zu schnell dann aus meinem Fokus. Okay. Ah, Thrag Farrell. Das war der Mistkerl, der mich ständig gekillt hat. Jetzt habe ich mal ein bisschen Rache üben können. Wieder ein X-Wing Veniger. Und ich würde ganz gern nicht nur mal reparieren. Das hat geklappt. Und da ist noch was, wo ich ganz gern hier fliegen würde. Einfach mal um zu gucken, was das... Ich hoffe, das ist keine Reparatur. Abklingzeit, okay. Gut, wir haben eh nur noch 23 Sekunden. Von daher allzu lang geht es ja jetzt auch nicht mehr, das Gefecht. Aber wir führen mit über 100 Punkte Vorsprung. Das ist doch schon ziemlich gut. Da haben die Rebellen wohl wirklich keinerlei Chance gegen unseren Überraschungsangriff auf Hoth. Und Sieg. Jawohl. Wir bleiben einfach mal mit in der Luft stehen. Das finde ich auch fair. Okay. Die Rebellen haben verloren. Und wir gehen wieder direkt weiter zu den Jägerstaffeln. Und dann geht's weiter.
So allmählich steige ich hinter die Steuerung von dem Ganzen. Das ist ja schon mal ein bisschen was wert. Und dann schauen wir mal, dass wir das jetzt auch noch recht gut über die Bühne kriegen. Das ist jetzt immer so letzte Herausforderung für mich zum Schluss von dem Let's Play, dass das so die letzte Missionsetappe sind am Ende. Und dann gehen wir noch in die Jundlandwüste. Da ist wenigstens nicht so sehr die Sicht beschränkt. Da gucken wir mal, dass wir da noch was Gescheites gebacken kriegen. Okay, da sind wir dann wieder bei der... auf Tatooine. Nicht bei der Java. Die Java-Region hat ihr eigene Map, wie ich doch gesehen habe. Das wird ja auch noch sehr lustig. Okay. Jetzt geht es einfach nur darum, mit allem Mittel hier mal wieder zu überleben, was hier irgendwie möglich ist. Und Tatooine sieht aber immer wieder sehr geil aus. Also Tatooine, die Maps gefallen mir extremst gut. Das ist unglaublich genial dargestellt alles. Und jetzt haben wir mal endlich die Gelegenheit, von meiner beschränkten Perspektive aus zumindest, dass wir mal die Rebellen auch wieder wählen können. Und mit denen auf Tatooine kämpfen. So. Zeit genug haben wir auch noch. Viertelstündchen haben wir noch circa parat. Und dann würde ich eigentlich glatt sagen für die nächste Episode, dass ich dann do Extended mache und die letzte 3 Missionen mache. Ja, du nimm mal X-Wing auf jeden Fall. Die A-Wings finde ich jetzt nicht so schön, die X-Wings finde ich ziemlich cool. Und die Map wird bestimmt auch richtig geil. Ja, wie gesagt, für die nächste Episode... Da kommen haufenweise Jäger. Halte deine Schneise für unsere Transportschiffe Boah, frei. Alter, wie episch das hier aussieht. Würde ich einfach sagen, dass ich dann die letzten 3 Maps mache, auch wenn es dann Überlänge hat, aber das passt ja eigentlich dann nochmal zum letzten Episode, dass ich da einfach noch ein bisschen mit Überlänge arbeite. Oh, hoppla, das war eine Zielsuchrakete ins Nichts. Muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Aber die X-Wings finde ich eigentlich ziemlich cool. Sehen zwar ein bisschen altmodisch, ein bisschen rustikal aus, aber mir gefallen sie. Ich finde sie echt cool. Wobei ich die TIE-Jäger eigentlich wirklich cooler finde. So, Abfangjäger ist auch kaputt. Huch, was zwitschert dann hier? Brrrr. Oh. Mhm. Nett. Okay, dann probieren wir mal der A-Wing. Obwohl der mir eigentlich optisch nicht so gut gefällt. Okay. Toll. Der geht mal wieder ins Nichts und die haben mich mal wieder ziemlich fertig gemacht. Okay, in der Hoffnung, ich möge mich hier nicht selber zerstören. Hoffnung zerschlage. Aber probieren wir es weiter. Probieren wir es halt noch einmal. Zurückfliege und... Okay, gut. Jetzt sind wir wieder repariert. Und weiter geht's. So. Das sind unser Leute, die blaue. Alle hopp. Wir probieren es nochmal. Hopp. Komm schon. Diese Rakete sind auch nicht gerade so gut. So soll ich die Leute vielleicht wirklich aufs Korn vorher nehmen. Dann schauen wir mal. Transportschiff der Rebellen entkommt. Okay. Dein Transportschiff ist gestartet. Schirmt es gegen feindliche Angriffe ab. Yo! Machen wir doch mal. So, da ist es. Also ab auf die Wüste. Alter, wie geil das hier aussieht. Extremst Epic. So, okay. Zügel dich mal. Dann nehmen wir die Schweinepriester hier aufs Korn, wenn sie nachher wollen. So. Wir müssen dabei zu verteidigen, ja. Kriegen wir irgendwie hier. Die Betonung liegt auf irgendwie, wenn ich da am Schaffen bin. Der will sein eigenes Süppchen kochen hier. Okay, gut. Gut. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, wie wir es hinkriegt haben, aber es hat irgendwie funktioniert. So. Ganz klar. Nick Brewer, ja. So, dafür kriegst du bestimmt eine Medaille vom Imbiss. Alle Haupt, dann gehen wir wieder in unser X-Wing rein. Nächste wird in den Ring geworfen.
Ah, cool. So, Ausweichmanöver haben wir auch noch parat. Alle hopp, du kann ich nicht nur Steuerkreuz nach rechts, sondern auch in die andere Richtung machen. Habe ich auch noch ein paar andere coole Ausweichmanöver parat. Die Han Solo Epic Dinger. So. Ich habe da noch so ein paar Tricks parat. Ne? Ich kann auch noch links ausweichen. Der ist anscheinend jetzt auch ausgewichen. Uiuiui, nicht gegen so einen kargen Felsen wieder Knaller. Komm schon. Hopp. Erfasst den Mistkerl. Und? Trifft er? Nö. Natürlich nicht. Schieß dieses imperiale Schiff ab, bevor sie kommt. Alle hopp. Dann drauf auf den Sack. Und Rakete nachher. Haut getroffen. Ja, nicht so schnell. Immer schön langsam. Damit man das Ding auch richtig auf die Schippe nehmen können. Ja, jetzt habe ich die Laser ein bisschen überarschbucht. Mal wieder hinterher. Und Rakete noch. Dann war's das. Wir haben gerade eine imperiale Transportfähre abgeschossen. Perfekt. Siehst mal, was ich alles kann. Besiege die feindlichen Jäger. Ja, es ist nicht viel, was ich kann, aber ein bisschen was kann ich. So, komm. Und wieder volle Fahrt. Toll, das war Abklingzeit erneuern. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe eigentlich eher Heldensammelobjekt. Nein, das will ich doch gar nicht. Haben wir schon gewonnen, oder was? Ah. Cool, jetzt können wir Millennium Falcon spielen. Ach, deswegen war der... Ja. So kann man seinen Bonus... Ach, versauer. Wir haben es gepackt, Han Solo kommt rein, wir knallen gegen irgendein anderes Schiff und ja, dann war's das. Toll. Super gemacht. Han Solo hat nicht mal seinen Satz vollenden können, vor lauter Scheißdreck von mir. Oh Mann, was ein Quatsch, Alter. Was ein Quatsch. Aber wir werden noch öfter dazu kommen. Im Java-Gebiet sind wir dann ja auch dabei. Im Java-Gebiet spielen wir ja auch wieder die Rebelle. Von daher, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, dass wir mal der Han Solo mehr als für den halben ersten Satz am Leben erhalten können. Aber das war auch echt blöd positioniert. Das war wirklich auf einem Schiff sehr blöd positioniert. Okay. Da ist noch ein Schiff. Geh nachher. Und diese klassische Rebellenmucke. Knödödödö. So, hopp. Ja, nicht so arg drauf. Jetzt ist wieder der Hansel da direkt vorne drauf. Von unseren Leuten. Jetzt habe ich der eigene Hansel abgeknallt. So what? Aber das kriegen wir auf jeden Fall noch, das Ding. Hopp, komm schon. Mach's doch einfach fertig. Die imperiale Fähre ist uns entwischt. Verdammt. Das war nur, weil der Ende blöde Hansel sich so dappig davor positioniert hat. Aber naja, ich hätte es auch anders machen können. Trifft wohl irgendwie alle die Schuld. Ist ja ein Teamsport hier, von daher. Hier gibt's kein Ich, hier gibt's nur wir. Mann. Blöd, Mann. So. Nick Brewer, das war der Mistkerl, der mich das erste Mal, glaube ich, abgeknallt hat. So, ein Schild können wir auch mal aktivieren. Und weiter. Uiuiuiui. Fliegt man doch nochmal wieder rein. Pop. So, wieder einer weg. Und... wir können jetzt auch hier lustig im Kreis fliegen. Komm schon. Und der trifft natürlich nicht. War doch logisch. So. Hopp. Gibt's da das? Der dappische Teiljäger, welcher wohl noch kriege? Ob das Transportschiff der Rebelle entkommt, wenn man ja sehe, aber... Alle hopp. Erstmal wird aber hier repariert, bevor wir so einen Quatsch machen.
Abklingzeiten erneuern, so ein Käse. Na egal. Ich hoffe, wir können dann nochmal helfen. So, A-Triebe stark drosseln und dann auf die Schnauze haue, die drauf wollen. Wenn ich die avisiere könnte, ne? So, einer weniger. Einer her. Und nicht so stark, nicht so schnell. Das ist ja immer noch im Visier, Hover. Okay, der will anscheinend auch drauf. So, jetzt können wir wieder stark drosseln. Unser Transporter ist außer Reichweite. Gute Arbeit. Okay, gut. Das lief doch ganz gut. Und... Okay, weiter, weiter. Danke, Dax Olesa. Mistkerl. Und dann nehmen wir noch einen A-Wing. Einfach nochmal so, obwohl ich die eigentlich optisch ziemlich hässlich finde, die Dinger. Luftunterstützung. Waffen bereit machen. Ich greife an. Gebt mir Deckung. Okay. So, wo ist er dann? Ah ne, ich habe schon gedacht, jetzt käme irgendwo wieder ein Transporter, aber ist anscheinend nicht der Fall. Aber wohl wieder dasselbe Prinzip, nur andere Maps. So schwierig ist das jetzt auch nicht, aber Luftkampf ist anscheinend nicht meins. Und ich hätte auch irgendwie einen Weltraumkampf cooler gefunden als auf Planeta. Okay. So. Gucken wir was nochmal so. Und... Ja. Danke, Kip Asta. Dann halt wieder in der X-Wing. Na gut. Imperiales Geschwader nähert sich. Ja, imperiales Geschwafel nähert sich. Schieß jetzt einfach mal Rakete hier rein, geht mal auf die Kletz hier. Scheißdreck, du. Reich imperiale Knetköpf hier. Wie war das einmal bei Star Wars auf Pelzig? Luke, ich war doch einmal jung, ich weiß, wie es bei der Rebelle läuft. Bis mittags um 4 wird in der See geleckt und am Dienstag fängt's Wochenende an, ich endlich schaffe. Genau so ist es hier bei der Rebelle. Ach, Mann. Komm schon. Hör auf, mich zu treffen, du Scheißtyp. So. Und weiter. Irgendwie blöd, dass die eben immer dann angreifen, wenn man unterwegs ist. Richtung Heilung. Ja, und ich kann die auch nie wirklich gescheit und effektiv verfolgen, merke ich. Ich bin in sowas nicht besonders gut, sagte er und verfolgte einen und schoss einen ab. Naja. Hin und wieder hat einmal ein blindes Huhn ein Korn, was es findet. Meine Manöver sind jetzt auch nicht gerade so die gewiefteste, wenn ich mal sage. So. Okay, Abklingzeiten erneuern, alles klar. Haben wir mal ein Schild nochmal drauf. Der hält nicht besonders lang, aber immer hier. Ist er durch. Besser als ein Edge, ne? Und? Ja, natürlich nicht. Hier ist der Edward Norton hier, der Typ. Auch bestimmt der Iron Man drin, ne? Hopp, 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 hopp. Haben wir mal so ein lustiges Ausweichmanöver, was uns einen Scheißdreck gebraucht hat. Wir werden auch in der letzten 50 Sekunden abgeknallt. Ja, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Okay. Aber Anna können wir noch mitnehmen ins Grab. Okay. Devon Kishanti hat uns noch fertig gemacht. Und ich bleibe jetzt auch beim X-Wing. Gut, 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 gut. Das wird wahrscheinlich das sein, was man da im Hintergrund gesehen hat, während man auf Tatooine da gekämpft und überlebt hat, etc. pp. Aber ich finde es echt sehr, sehr cool. Diese Luftschiffkämpfer sind echt geil. Aber ich kann es leider nicht, ich beherrsche es leider nicht. Aber cool Art zu sehen sind sie definitiv. Mit 100 C-Punkte im Vorsprung dürfte man die Sache jetzt eigentlich auch ziemlich sicher haben. Jawohl. Gut, gut. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, dass ich mal die letzten 3 für morgen aufhebe. Weil wir werden zwar nur zu 2 kommen in dem 30-Minuten-Rahmen, deswegen stellt euch darauf ein, dass die Episode morgen ein bisschen länger ist.
aber ich will nicht nochmal extra Episode starten und dann nur 10 Minuten aufnehmen. Das finde ich dann immer etwas redundant. Deswegen die morgische Episode wird die letzte sein. Und dann machen wir auch die letzte 3 Jägerstaffel-Aufträge und beenden damit alle Sachen, die man im Singleplayer spielen kann. Also, machen's gut und bis morgen dann wieder, wo wir dann Java Refugium, Friedhof der Giganten und Sorrow Soup Centroplex wieder hin. Und ja, wie gesagt, das wird eine längere Episode und es wird dann mit allem abschließen, weil wir haben ja sowohl hier die Missionen Training, Schlacht und Überleben alles gepackt, haben die Kampfläuferangriffe gemacht und dann auch die Jägerstaffeln beendet. Also machen's gut und bis morgen dann zu der letzten Episode. Iron Yankee.